Ein besonderes Beispiel für gelegenes zivilgesellschaftliches Engagement ist das BEFAN-Netzwerk. Es ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und umfasst heute 24 Migrantenorganisationen. BEFAN bietet Raum für Fachaustausch. Es bringt seine Expertise in politische Gremien ein und es fungiert als Schnittstelle sowie Ansprechpartner für die Verwaltung. Dass BEFAN heute zahlreiche Anfragen erhält und als anerkanntes Fachnetz wahrgenommen wird, ist ein klares Zeichen. Wir haben gemeinsam viel erreicht. Darauf können wir stolz sein. Wenn wir wissen, dass der Wind uns ins Gesicht bläht, weil die Akzeptanz für Migration schwindet, weil der Diskurs in der Gesellschaft rüde ist und eigentlich auch menschenverachtend, dann hilft eigentlich zum einen, sich sehr stark darauf zu fokussieren, die Strukturen, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, zu bewahren. Und das Zweite ist, unsere Bündnisfähigkeit, die Allianzen, die wir aufgebaut haben, auch weiterhin aufrechtzuerhalten und zu stärken. Wir sind ja eine Verwaltung, die sich geschafft hat, auch ins Personal so zu öffnen, dass wir tatsächlich ein Spiegel der Stadtgesellschaft sind. Das ist ein Unterschied und das fördert uns heran. Also nicht ich, sondern die vielen Kolleginnen, die ihre ganzen Erfahrungen und den Willen mit einbringen, eine moderne Bibliothek zu sein, die die Nutzerin fokussiert, die die aktuellen Themen auf die Agenda bringt und die sich für eine Verbesserung unserer Gesellschaft engagiert. Nicht alle Menschen sind gleich repräsentiert. Ganz genau. Unterschiedlich sichtbar. Ja. Und wie wirkt sich solch ein Empathiegefälle auf die Kinder, die weniger oder gar nicht repräsentiert werden? Mädchen sehr wenig als Hauptfigur vorgekommen sind. Und dann gibt es Studien inzwischen über das ganze 20. Jahrhundert. Und da ist wirklich kontinuierlich, bis heute sind Mädchen immer noch unterrepräsentiert als Hauptfigur. Wir würden denken, dass das besser geworden ist. Es gibt unterschiedliche Medien, die es besser machen können. Lego zum Beispiel, die Lego-Werbung in den 70er war eine sehr, sehr geschlechtergerechte Werbung. Die ist schlimmer geworden. Alles Mögliche reinschreiben, ohne die Migrantenorganisation geht eigentlich Integrationspolitik in Berlin oder Partizipation und Teilhabepolitik nicht.